Rück das Empoleon raus und hör auf, Ärger zu machen. Ich brauche das Empoleon, um zu Schloss Almir zu gelangen. Hallo Professor Hastings, wir sind's wieder. Wir haben in der letzten Folge herausgefunden, was mit Lumino gemeint ist. Und zwar der zweite Präsident der Altro GmbH, Lumino Strahlemann. Irgendwie habe ich es nur ein bisschen im Kopf gehabt, dass das so ein Präsident war. Und auf einmal ist dieses Power-Quartett auftaucht. Und dann haben wir nur ein paar Aufträge gemacht. Also irgendwie, es geht gut voran. Was sagt ihr da? Lumino war Altros zweiter Präsident? Stimmt, jetzt erinnere ich mich, ganz richtig. Lumino Strahlemann war eine eher schlichte und unauffällige Erscheinung. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt leben könnte. Oder ob er überhaupt noch lebt. Ja, der wäre wahrscheinlich auch schon Edersee, oder? Ich meine, der dritte hat ja auch schon übernommen. Der dritte Strahlemann. Er ist mir komplett entfallen. Der offensichtliche Schluss wäre demnach, dass dieses Tagebuch von Strahlemann ist. Können wir ein bisschen rumbladern, vielleicht stecken aber interessante Sachen drin. Wenn ich dann mit der Präsentation beginnen dürfte? Ja, natürlich, bitte fang an. Sehr gut. Präsident Strahlemanns Tagebuch reicht, wie wir schätzen, etwa 30 Jahre zurück. Zu dieser Zeit begann offenbar das Ölfeld im Chroma-Hochland zu versiegen. Strahlemann war darüber sehr besorgt. Aber dann macht Strahlemann bei Probebohrungen eine gewaltige Entdeckung. Auf einem zeremoniellen Altar wurde ein mysteriöses schwarzes Gestein gefunden. Da waren wir letztens unten in der vorletzten Folge. Dies, glaube ich, war das, was Cyber in seinem Bericht den Schattenkristall nannte. Strahlemann erwähnt, dass etwas in seinem Herz auf diesem Schattenkristall reagierte. Er spürte, dass eine unermessliche große Energiemenge in dem Kristall enthalten war. Das Tagebuch erwähnt auch kurz sein einziges Kind, Nubilus Strahlemann, der heutige Präsident der Altro GmbH. Mehr als flüchtig wird Altros gegenwärtiger Präsident aber nicht behandelt. Offenbar blieb Strahlemanns Sohn zumeist der Obhut seiner Frau überlassen. Er selbst konzentrierte sich darauf, den Schattenkristall zu studieren. Seiner Meinung nach würde die Kraft der Dunkelheit Almirs Energieprobleme lösen. Alter, das gibt mir so Liga-Präsident Rose-Vibes aus Pokémon Schwert und Schild. Das habe ich aber in einem früheren Part schon mal erwähnt. Und das ist glücklicherweise alles, was wir bisher entziffert haben. Unglücklicherweise, glaube ich, hat er gesagt. Wir werden natürlich weiter daran arbeiten. Gute Arbeit. Wie mir scheint, beginnt sich da eine Verbindung zwischen dem Schattenkristall und Altro abzuzeichnen. Wow, das ist erstaunlich. Dieser kleine schwarze Stein ist also die Energie der Zukunft, was? Was bitte, was passiert da? Was ist das? Kollege, was machst du da? Moritz, deine Brust leuchtet. Was auf Erden geschieht mit dir? Moritz sieht eigentlich ganz hübsch aus. Das Leuchten ist also doch nicht Moritz, wie mir scheint. Moritz, was versteckst du da? Hey, jetzt aber mal halblang, Professor. Ich habe nichts zu verstecken. Bling. Oha. Was erscheint, ist mein Anhänger. Seht her, seht euch das an. Seht euch die Messungen an. Die Kraft des Dunkelstücks ist abrupt abgefallen. Was passiert hier? Kennen wir die Macht der Dunkelsteine mit irgendwas kontern? Du musst es uns sagen. Was genau ist dieser blaue Anhänger? Er ist ein Geschenk von meinem Papa. Ein Souvenir aus dem Schlottertal. Papa leitet ein Pokémon-Forscherteam im Schlottertal. Er meinte, den Anhänger hätte eine alte Dame gemacht, die in dem Tal lebt. Das Material ist einer der blauen Steine, die dort Tränen der Prinzen heißen. Also können wir wirklich mit irgendeinem Material das kontern, oder wie? Mare, steh da nicht so rum. Mach dich sofort auf die Reise. Hopp, hopp. Und schon wieder wird Bodo nicht erwähnt. Der wird wahrscheinlich mitkommen, oder? Schlottertal, auf zum Schlottertal. Du musst auf der Stelle dorthin und so viel wie möglich über die Tränen der Prinzen herausfinden. Das ist eine Mission, jawohl. Jawohl, okay, na Bodo ist doch nicht dabei. Schade. Hab ich schon gedacht. Aber gut, dass wir Eisabwehr haben. Bodo, ich werde deine Hilfe hier brauchen. Jetzt wird es zweifellos noch hektischer. Mare. Du benötigst noch die Wegbeschreibung ins Schlottertal. Ich habe actually keine Ahnung, wo es ist, aber ich schätze mal... nordwestlich? Du gehst zum Ranger-Hauptquartier aus immer nach Süden, bis du einen Fluss erreichst. Das ist der Strom der Träume. Er ist wirklich schön. Geil. Du fährst flussaufwärts, bis du eine Höhle erreichst, die ins Schlottertal führt. Um diese Jahreszeit findest du sicher Bojelin in der Umgebung des Flusses. Du solltest eins dazu bringen, dir zu helfen.
Es trägt dich den Fluss hinauf, wenn du von einem Steg aus auf seinen Rücken steigst. Was für eine überraschende Wendung der Ereignisse. Stell dir das mal vor. Wichtig. Tschüss. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir da die fucking Dunkelscheiße da kontern können. Aber eins muss ich bisher sagen. Mir gefällt die Story auch. Ich habe jetzt leider gerade nicht mehr das Jahr im Kopf, wann das Spiel rausgekommen ist. Aber ich finde das bisher gut. Hat ein paar Wendungen drin. Gefällt mir. Brauchen wir Staraptor? Keine Ahnung. Sparta vielleicht. Und ein Bojelin. Da bist du doch. Paradoxerweise fangen wir die jetzt mit Feuer. Ah, okay. Nevermind. Bei der Pokestärke Feuer können wir nicht aufladen. Generell bei Pokestärken schätze ich mal. Ich hab gemeint, dass wir das da auch können, aber scheint nicht. Egal. Bojelin ist gleichzeitig ein neuer Pokémon-Eintrag. Wir kriegen bei der Level Up wieder. Yes, geil. Mit Flussgleiter. Was geil ist. Ich würde mich letztens schon mal erwähnen, so, yo. Ich finde es auch cool, dass dann immer mehr Fähigkeiten dazu kommen, wie zum Beispiel das jetzt. Dann kommen wir an die... Ah, da geht's nicht leider. Dann kommen wir an den Gebiete erkunden. Und ich finde das gerade auch ziemlich geil, wie Bojelin hinten mit seinen 2 Schwänze praktisch so eine Schiffsschraube formt und dann wir uns sofort bewegen. Oh, hey, wer bist du denn? Komm mit dir rein? Dies ist ein geheimer Angelplatz, der nur mir bekannt ist. Abgesehen von der Tatsache, dass es hier nichts zu fangen gibt, ist er fantastisch. Stark. Oh, und das auch noch mehr, ne? Das ist die Stalagmitenhöhle. Wenn du sie durchquerst, findest du dich im eisigen, frostigen Schlottertal wieder. Geil, Mann. Ah. Vorher haben wir so normale, oder was heißt normale, so relativ neutrale Gebiete gehabt. Dann waren wir in die Brodellande, dann in die hohen Chroma-Ruinen. Naja gut, die Wagnisclub waren auch schon da. Und jetzt gehen wir dann in ein eisiges Gebiet. Die Stalagmitenhöhle. Ah, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich an Land gehen soll. Erst mit da, weil da ist weniger. Tatsächlich. Ein Golbat. Und, wait. Die erkennen die gerade nicht. Pummeluff. Haha. Geil. Pummeluff. Das ist die gleiche Attacke wie Plaudergeil. Oh, Bolzzong. Yes! Nicht drauf werden. Knapp. Es war klar, dass du nicht wirklich krass nützlich wärst, aber du gibst uns ein Level Up. Power plus 4, Energie plus 2. Beide haben wir 60 Energie. Und die Power steigt ins Unermessliche. Schon sehr, sehr geil. Golbat ist natürlich ja cooles Vieh. Zubat haben wir ja bereits ungefähr im ersten Part gefangen, mit zerschneiden Ohren oder so war das. Jetzt bin ich gespannt, was du dann drauf hast. Vermutlich... Oh, aua. Krass, wir haben halt zwar Giftabwehr, aber du machst trotzdem 3 Damage. Aua. Aua. Es wäre natürlich wieder schwer, sie die ganzen Pokémon zu merken. Was die jetzt drauf haben. Es werden wahrscheinlich wieder ein Haufen Nei. Und ich freue mich richtig drauf. Jetzt dann Bälde Eis-Pokémon zum haben. Oh, Moment, jetzt haben wir schon wieder Abzweigung. Oh, das ist halt sehr lustig. Oh, das wird, glaube ich, jetzt ziemlich anstrengend jetzt. Da war Seemob Squeakle. Jetzt kommt ein Eis-Pokémon. Ah. Ja, schau, sehr gut, dass ich da nochmal zurückgegangen bin. Wir haben ein dickes Vieh. Kamab haben wir ja schon gefangen in die Wagnisklippen. Jetzt kommt Kamerupt. Yes. Einfach durchziehen. Du bist ein dickes Vieh. Ich bin gespannt, was du drauf hast. Brand 3. Heftiger Typ. Boah, gibt das Pfui. Boah. Also zum Leveln kann man schon hingehen, theoretisch. So, wie geht's da weiter? Ich gehe mir stark davon aus, da kommen runterhupfen. Jawohl. Und das erste Eis-Wasser-Pokémon fangen. Es ist Wasser-Eis, oder? Ich glaube, du bist der Wasser-Eis. Oder? Oder warst du einfach nur Wasser und hast Eisattacken drauf gehabt? Du zählst direkt zu Eis. Okay. Dann wärst du im normalen Pokémon wahrscheinlich Wasser-Eis haben. Na, können wir überall runterhupfen. Da holen wir unser Quickle. Was seid ihr denn so aggressiv für das, dass ihr so putzig seid?
Das gefällt mir aber gar nicht. Da. Ey, ohne Scheiß, gut, dass du nur kein Mammuthell bist. Du zählst zu Boden, okay. Aber was ist Pokestecke Eis? So, von dir habe ich den Namen vergessen. Seejung. Ja, okay. Was hast du drauf? Ah, wieder Eisattacke. Kehrst du jetzt auch zu Eis oder zu Wasser? Ich schätze mal wieder Eis. Eis, komplett Eis. Mit Zertrümmern 2 schon wieder, wie Golbert. Das ist jetzt wie immer die Frage, ob man oben weitergeht oder da im Wasser. Mann, es ist so unfair. Dann schaue ich halt oben rein. Ja, scheiße, das schaut mir jetzt wieder noch dem richtigen Weg aus. Oh, nein. Das ist so nervig, Mann. Jetzt muss ich dann wieder zurückgehen. Gerade erst war ich vom Versiegeln des Eingangs zum Schlottetal zurückgekehrt, als es passierte. Ein Pokémon Ranger kam des Weges, einer, der offensichtlich mit seiner Aufgabe fordert und zudem von ausreichend schwächlicher Erscheinung war. Voller Schwung ließ ich meine Finger über die Tasten des Kalminis tanzen. Was laberst du, Alter? Was kämen jetzt für Viecher? 3 Golbats. Golbutz, Junge! Und das wäre ein ganz klarer Fall von der Pokestecke-Feuer. Jo. Yeah! Ich finde es so geil, wenn man alle 3 gleichzeitig fangt. Ja, Leute, kapiert es langsam? Wir zerfetzen Ohren doch um anderen für eine Minis. Es wird langsam ermüdend. Beschämt und zermalmt von der erschreckenden Erkenntnis der Schwäche meines ganzen Wesens floh ich. Durch die ganze Höhle zu der am weitesten von dem frostigen Hinterland entfernten Seite floh ich. So ein Lappen. So, jetzt gehen wir nur mal auf die rechte Seite. Gut. Und da wäre jetzt ein dickes Vieh drin. Es ist Klinkplim. Wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, yo, da ist eins. Aber wir können es nicht fangen. Und da ist es. Du wirkst krass. Du wirkst vor allem sehr aktiv. Aua. Okay, Klinkplim. Was hast du drauf, wenn du so special bist da hinten? Teleport! Oh, ich habe immer noch nicht ausprobiert, was Teleport ist. Ich glaube, dass das an wirklich einfach an den Anfang von so einer Höhle teleportiert. Dann können wir jetzt weitergehen. Erstmal abspeichern. Brand 2. Nun, wir haben hier einen Brand 3 Kamerup dabei. Ich glaube, das wird den Job schon machen. Was anderes haben wir eh nirgends gefunden. Du bist das einzige Vieh, das da herin was mit Brand ausstellen kann. Deswegen sind die Pokémon-Slots so wichtig, weil du eine Auswahl brauchst. Festes Eis wurde vollständig von den Flammen zerstört. Danke, Kamerup. Ui. Wir sind immer noch in einer Stalagmitenhöhle, aber das macht keinen Sinn, weil wir in keiner Höhle sind. Da ist Keifel! Das ist eigentlich Keifel, das ist auch schon so ein Riesenvieh. Und dann kommt einfach Mammuthell daher. Und du denkst dir nur so, okay, alles klar. Ah, der macht 2-mal. Das war eindeutig Blizzard, die Eisattacke. Und wir kriegen 8 Damage davor. Oh, hast normalerweise 11. Scheiß, die Wand an. Ja, Tackle 3 Keifel. Wilder Typ. Was war's, Pikachu? Wir nutzen die einfach gleich. So geht's weiter. Mit einem Hundemann. Oh, Empoleon! Wow! Tschüss, jetzt geht's los. Los, komm schon. Zwing mich nicht, mich zu wiederholen, du kuschelig verpackter Typ. Rück das Empoleon raus und hör auf, Ärger zu machen. Ich brauche das Empoleon, um zu Schloss Almir zu gelangen. Schloss Almir? Forscher-Teammitglied. Ich habe Nein gesagt und dabei bleibt es. Dieses Empoleon ist verletzt. Es muss verarztet werden. Mann, ein bisschen Spucke drauf, Bandage drum und fertig. Aber gut. Schön, dein Standpunkt ist klar, wenn du so rüber denkst. Dann hetze ich eben meinen Hundemon auf dich. Stelle nur eben meinen Kamini auf. Angriff. Ein Moment. Klick.
Ah, meine Finger sind steif gefroren. Eingabe. Hä, Kinder, bin ich Übernehmer? Was hast du denn, Hundemund? Yeah. Und wer bist du? Irgend so ein händeringender Gutmensch, der ihr müsst doch nicht kämpfen, Winsel. Du dünn angezogener Ranger. Können deine steif gefrorenen Hände deinen Fangkampf überhaupt noch bedienen? Du konntest anscheinend den Kondomini nicht bedienen. Und mal schnappt ihr als erstes den Ranger. Jetzt ist so ein kleiner Bossi. So ein kleiner Boss? Na, okay. Jetzt nicht. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass du gut, na, gar nicht mal so viel KP hast. Aber du hast 3 Angriffe. Ja, bitte. Das war's dann leider mit dir. Und Duster haben wir ja schon im Frachter gefangen. Ich möchte dir einen Schneeball verpassen, richtig hart. So unentspannt fühle ich mich gerade. Danke, dass du meine Haut gerettet hast. Ich leite hier ein Pokémon-Forscher-Team. Nenn mich Parmor. Machen alle so. Weißt du, Parmor ist eigentlich nur ein Spitzname. Mein einziger Sohn heißt Moritz. Und als sein Vater sind sie halt auf Parmor gekommen. Aber egal, kann ich dir mit etwas helfen? Jo, wir kennen Moritz. Deswegen sind wir da. Oh, sicher, verstehe. Du arbeitest auch in der Vereinigung. Sieht aus, als hättest du mir genauso aus der Klemme geholfen, wie du wahrscheinlich Moritz rausholen musst. Ich möchte dir im Namen von uns beiden danken. Aber diese Grobiane, was wollen die nur mit dem Schloss? Schloss Almir steht verlassen, seit es vor langer Zeit vom Eis eingeschlossen wurde. Es gibt keinen Sinn jetzt, dahin zu gehen. Was für eine komische Truppe. Übrigens, um dir meinen Dank auszudrücken, möchte ich dich nach Camp Fröstl einladen. In den Hütten ist es ein klein wenig wärmer. Komm, erhole dich ein bisschen vor der Kälte. Zum Camp geht es hier lang. Oh ja, das war schon geil jetzt. Keine Ahnung, von wem der Name stammt, aber Camp Fröstl passt wie angegossen. Hier wohnt jetzt unser Forscherteam. Unsere Heizungen sind billiger Schrott. Es ist sogar in den Hütten kalt. Ich wohne in dem Iglu ganz hinten, abgesehen von der Kälte ist es ziemlich bequem. Okay. Anscheinend gingen wir direkt rein zu Erben. Ich sehe da unten gleich so ein bisschen Ranger-Basis. Oh, Empoleon ist schon ein geiles Vieh. Diese Finsterlinge, die mich angegriffen haben, waren von Team Nachtschatten. Wo du es gerade erwähnst, ich glaube, das Almir-Journal hat über sie geschrieben. Ah, ich wollte eben gerade sagen, yo, wann kriegen wir mal wieder Almir-Journal? Und da ist Sommer. Das Almir-Journal Nummer 10. Haben wir hoffentlich nichts verpasst. Ich habe gerade keinen Überblick mehr. Team Nachtschatten entlarvt. Team Nachtschatten-Karte der Verbrechen. Sind das da die Brodellande da? Müsste denn eigentlich schon sein, oder? Weil da haben wir sie rauskauen, da haben wir es überall schon rauskauen, mehr oder weniger. Aber wenn da, glaube ich, so die Altro GmbH ist, wo wahrscheinlich irgendwas damit zum da haben muss. Also die Farben. Leute, wo sind die entführten Pokémon? Kongiga, Pokémon Gedankenkontrolle. Was treibt Team Nachtschatten an? Das ist die Frage. Das ist die große Frage, die uns Olli umtreibt. Die Welt wird ein stetig unfreundlicherer Ort, wie mir scheint. Das kommt dir nur so vor, weil wir so viele Nachrichten kriegen mittlerweile. Das ist der Punkt. Und wie schlägt sich mein Sohn Moritz so? Geht es ihm gut? Ja, ganz gut, passt eigentlich. Ich hoffe, er fällt niemandem zu sehr zur Last. Ey, du hast gar kein Vertrauen in ihn, was für ein das? Ich weiß, ich versuche meinen Sohn zu sehr zu beschützen, aber so bin ich eben. Das hat sich gerade nicht danach okay, das hat sich danach okay, das warst du nicht stolz dafür und das zu fronten. Wie war das? Moritz blauer Anhänger? Oh, dieser Anhänger, natürlich. Das war ein Souvenir für Moritz. Da ich ihn ja nur hin und wieder besuchen kann. Er wurde in Handarbeit von Frau Winter angefertigt. Sie lebt hier in der Nähe. Warum haben die alle so einen Namen? Das gefällt mir nicht. Sie ist wirklich nett, die alte Dame. Allein mit ihr zu plaudern erwärmt mein Herz. Für uns alle im Forscherteam ist sie so etwas wie so ein emotionaler Ofen. Ich glaube, es könnte nicht schaden, wenn du mal bei Frau Winter vorbeigehst. Sie kann dir wahrscheinlich mehr über den Anhänger sagen als ich. Wenn ich Empoleon verarztet habe, folge ich deiner Spur. Ich möchte Frau Winter auch mal wieder einen Besuch abstatten. Frau Winter lebt in der Holzhütte auf einem der verschneiten Felder Schlottertals. Am nördlichen Ende des Schlottertals findest du den Eissee. Am gegenüberliegenden Seeufer erhebt sich Schloss Almir. Das gesamte Schloss ist in Eis gehüllt. Es ist, als wäre es aus Eis gebaut. Boah, ist das geil. Da bin ich gespannt, wie das ausschaut. Der Monitor zeigt eine brennende Feuerstelle. Das ist fast wie im Winter im KFK. Das ist genauso. Ja, aber dann war es das jetzt schon wieder mit dieser Folge. Sollen wir wieder vorankommen? In der Endcard kannst du dann die nächste Folge anklicken, sobald sie online ist.
Bewertung nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.